den Herr Budgetminister, den Herr Budgetrapporteur hat auch eine Chiffre genannt, die beängstigend sind. Ich freue mich auch für was, dass sie genannt wird, als das für Unruhe an einem Sektor zu bringen. Weil gesagt wird, dass durch die Finanzkrise 10% von der Belegschaft aufgebaut ging. Das sind zwischen 2500 und 3000 Leute. Dann haben wir Blick, davon schon 814. Und dann haben wir selbst im Zusammenhang gesehen, wenn man die Bankgeheimnis abgehen und Privatgeschäft nicht mehr lebt, dann 6000 Arbeitsplätze nach Kindern vorgehen. Das ist dann andere wieder, hat der Budgetrapporteur gesagt, dass quasi all dritt, viert Arbeitsplatz am Finanzsektor im Spiel steht. Und das wird dramatisch, und dafür müssen wir, Herr Präsident, alle gut zusammen, sowohl was die Banken wie der Versicherungssektor alles machen, für mit den Akteuren aus den Sektoren eine Legislation aufzubauen, für die Möglichkeiten, die sich nach an dem Spielraum, den immer mehr klein wird international, aber noch so zu bewegen, wir können, dass die Finanzplatz auch in Zukunft wird, weil Konsequenzen von einem Abbruch von den Finanzen, den geht für das Land so dramatisch. Wir müssen alle gut, jeder, egal wo er steht, an der Vergangenheit von dem Finanzsektor profitiert. Wir müssen alle gut, wenn man früher gesagt hat, dass 80% von den Betrieben keine Steuern bezahlen, dann ist das möglich gewesen, weil eben der Sektor so viel Steuern reingeht. Wenn all die anderen Betriebe Arbeitsquote, gut Lohnkonten bezahlen, wenn man gut Sozialpolitik konnte machen, dann ist a priori, weil von dem Finanzsektor so viel Gelder rankommen sind. Aber man muss also wissen, wie wichtig der Sektor ist. Und wir haben aber so das Gefühl, wie wenn die Regierung permanent an der Defensive auf Feierer und als gesagt, die haben Ruhe, am Hund kein 6 Monate noch Feierer Ruhe geholt, also was schon um Ecofin die nächste Etappe schon angelaut, nur dem nächsten Jahr die Etappe OECD war, kennt nur die Etappe Ecofin, und das geht für bis Bankgeheimnis fort aus, und da sind also die Aussagen, die noch Feierer gemäht hier gehen, dass man dort 10 bis 20 Jahre Ruhe hatte von der Regierung, die wäre komplett falsch, das schüsste Konträr angetreten. Herr Präsident, dass an dieser Debatte viel von Pensionen geschwärzt wird. Den Herr Budgetrapporteur durchgefahren hat, war da noch drüber geschwärzt. Da der als auch für eine Diskussion, für das als Pensionen sollen langfristig aufgesichert werden. Mit Frage stellt sich, wie weit das Thema bei den Budgetdiskussionen ist. Weil oft, wenn wir langfristig Aufsicherung schwätzen, hat das im Prinzip keine Reperkussionen auf das Budget von 2010 oder 2011 oder 2012. Wir haben im Privatsektor Reserven von 1 Milliarden, das gesagt gehen, an das System Astdörfer sicher. Wir wollen aber so viel am Zusammenhang von den Pensionen mit dem Budget geschwärzt wird, dann geht es hellhörig. Da muss ich aufpassen. Weil wenn wir die letzte Repartie 2006 hatten, du hast auch mal einen Konsens von zwischen der Regierung, dem Patronat und den Gewerkschaftsorganisationen, den zu einem guten Teil auf die Kosten für die Pensionskrise gegangen ist. Du hast den Staat von einer Reihe von Obligationen, die vis-à-vis von der Pensionskrise hat, als ein entbunden gehen, für das Staatsbudget zu entlasten. Also ich fährte ganz, dass drei verschiedene Leute, weil wir eben da so hohe Reserven haben, zwar von einer langfristigen Finanzierung schwätzen, aber kurzfristig am Kap haben, wir können staatliche Partizipation vis-à-vis von den Pensionskäsen zu kürzen. Und ich will dafür warnen, wenn es Leute sollte die Absicht sind, dass das für eine Kriegserklärung wird. Es kann nicht sein, dass der Staat seine Partizipation, seine Obligation vis-à-vis von den Pensionssystemen auch nicht zum Teil vorstellt. Das ist also an der letzten Tripartit geschickt, das darf nicht nach einer Krise geschehen. Es kann nicht gesagt werden, dass wegen langfristig Finanzierung an der Staat fällt seine Partizipation kürzen. Weil was tut sie sonst an der Diskussion von den Budgets zu tun, von dem Budget aus dem Budget von 2010 oder 2011 oder 2012, an eine langfristige Finanzierung wird nicht mit Budget kurzfristig Sinn. Weil das aber immer permanent erkennen, leitet der Gedanke ganz nah
dass do Leid schlecht Gedanken haben. Wir bekennen uns als ADR zu einem Sozialversicherungssystem, was auf den Generationenvertrag und auf eine nationale Solidarität macht. Wir haben über Jahrzehnte, ich gehe es bald so, am letzten Jahrhundert gebraucht, für sowohl als Pensionskrisen, als Krankenkrisen, Unfallkrisen aufzubauen, und als letzte große soziale Errungenschaft für die Pflegeversicherung. Eine Pflegeversicherung, wo man eine nationale Solidarität spielt, wo jeder daran bezahlt, und zwar nicht plafoniert, mir aufgrund von seinen Revenuen, aber wo jeder am Land, ob reich oder arm, ein menschengerecht Pflege garantiert kriegt. Das sind Systeme als Krankenkäse, als Pensionskäse, als Pflegeversicherung, die auf einer nationalen Solidarität, auf einem Generationenvertrag abgebaut sind, und denen muss man festhalten. Und kann nicht sein, dass die Leute mengen, mit mir sind oder nirgends etwas abbauen, wo dann sowieso nicht mehr Leute mit Geld sich können etwas daneben abbauen, weil normal schaffen Leute können sich nicht auch hautnah neben dem normalen System in anderen System abbauen. Familie ist für uns ganz wichtig. Dafür sind alle Investitionen, die an Familien sind, für uns als ADR enorm wichtig. Wir haben führende Wahlen, die dort wie Checkservice angefordert sind, dass wir 4 Checkservice sind. Aber für alle Mammen. Für alle Mammen oder Pappen, die kann für eine Wahl. Die Regierung hat die führende Wahlen lanciert, ohne dass sie durchführen. Kein wusste zu dem Zeitpunkt, was finanziell auf das Budget zukommen. Kein wusste am Land, ob wir genug Strukturen hätten, wenn sie funktionieren. Also nur die Wahlen gesehen, was alles da oben ist. Aber das ist, was die Regierung nur die Wahlen gemäht hat, so hat die Checkservice nachher ausgebaut, schon kein Demand auf sportliche und kulturelle Föderation. So das hat am Anfang jeder am Land, am Anfang Checkservice kriegt, aber just die Frau, die Mama, die daheim bleibt, für die Kindererzählung zu machen, die kriegt gar nichts. Die kriegt wohl Checkservice, aber da muss ihr Kinder an eine Struktur geben, die sagt, ich mache gerne meine Erziehungsarbeit selber daheim, die kriegt von diesem Staat kein Unerkennen. Und dafür haben wir ja auch ein Betreuungsgeld proposiert. Und das geht noch an dieser Diskussion, auch am Kader von den Finanzen, diskutieren ein Betreuungsgeld, wo all die familienpolitischen Maßnahmen gibt, zusammensetzen und kann uns sogar überlegen, ob es nicht kein steuerlich Werfe für eine Sozialgerechtigkeit ranzubringen und dann alle Familien das Familiengeld gehen, an Familie dezidiert selber, ob sie dann, hier kann eine Struktur gibt, oder ob sie das zeigen daheim möchten. Mehr haben wir auch gesagt, es muss ein Pflichtbetrag sein, für das die Frau, die daheim bleibt, dann auch muss an Pensionskäse bezahlen, weil an diesem ganzen Sozialsystem, was ich für drohen gelöst habe, gibt es eine Kategorie von Leuten, die nicht sozial aufgesichert sind, das sind Frauen, die daheim bleiben, und ich meine, die machen eine wertvolle Arbeit, und das ist auch eine Pflicht als Politiker, für die Frauen aufzusichern, die daheim die wertvolle Arbeit machen, dass die späterhin von irgendwie Entscheidung kommen oder so etwas, dass die Frauen auch sozial aufgesichert sind, und dürfen bleiben wir bei unserer Idee, für das Erziehungsgeld anzufeiern, an dieser Legislaturperiode, alle familienpolitische Maßnahmen zusammenzulegen, und dann auf eine Obligation für einen Pensionskäse dran zu nehmen.